Aunjenomen zum Deinen. Gott hat uns angenommen durch seine Gnade. Durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist Gott sein Geschenk. Das ist nicht wegen uns. Das ist Gott sein Geschenk. Aber dann sagt er auch, dass wir sind Gott sein Meisterwerk, ein Masterpiece, in Jesus Christus gemerkt, für Gott worden. So da wir die Botschaft für Sonntag. Wir sind gerat zum Dein. Von der wir alle denken an Begoft zum Dein. Wir denken an den Hausbüren. Und die von jemand mal ein Haus gebaut, oder die sind nu Mädel im Büren, die wissen dort, wo wichtig das ist, dass die verschiedene Trades, ich auf Englisch, verschiedene Gruppen, was die Wein tun, was die Rusch und Dreht und all die Gruppen machen durch sind. Und das jetzt scheint, wenn das alle top ist, und das gibt ein Haus, und das sitzt Schmack, Menschen sind an Tiet durchgewasst. Und sehr frustrierend, wenn du was bühen ist, und das satt und der Mensch, was die Dreh soll verleiden, ist nicht gekommen. Und das lügt nur den, wenn die kostet wenig nicht tun merken, für dass du Bahn alle vorig ist. Und so, wir wissen auch, wo die sieht, wenn die ein Haus gebüht, dass das immer nicht ganz an Tiet alle durch ist. Aber Gott büht ein Haus. Na, damit meine ich nicht, dass Gott büht einen Tempel ab das Erde, aber der Petrus redet davon, dass Gott büht ein jäseliges Haus. Jesus ist der Grundstein. Wir sind die lebenden Teilen in das Haus. Aber dann lehrt die Schrift auch, dass wir sind die, die das Haus bühen. Und so jede Person, was Jesus fängt, jede Person, was wir können Jesus anbieten, oder wir können den Jesus leiden, das Haus, das büht. Und wenn wir nicht unsere Arbeit tun, dann ist ein bisschen so wie ein Haus bühen, und einmal bleiben Dinge liegen, und das war nicht getan. Und einmal ist ein bisschen so, in Gässelchen, als es in der tierlichen Fährung ist, dass wir haben vielleicht ein Teil Arbeiter, aber der eine ist gekommen zum Kaffee trinken und fair sein. Wir hatten mal eine Fabrik durchgehen hier in der Gegend, und früher wir den einen, der mal wie viele Menschen schaffen hier, und er sieht ungefähr der halb. Und so ist das einmal auch im Jässelchen. Ich sehe da Ferien, da rede ich da ein bisschen von, dass einmal wird gesagt, 20% von den Menschen tun 20% von der Arbeit in der Kirche und auch 20% geben 20%. Das ist einmal ein bisschen so. Ich glaube, wir sind nicht so, da freut mich auch, wir haben sehr, sehr viel Mithelfer. Ein Schreiber sagt es dort. Der Erfolg von einem Gebiet ist nicht, dass wir alle dasselbe Ding tun. Der Erfolg von einem Gebiet ist, dass wir alle unsere Arbeit tun. Und das ist auch so in der Kirche. Der Erfolg von der Kirche ist nicht, dass wir immer rein sind und sitzen immer rein, wir tun immer reine Dinge. Der Erfolg von der Kirche ist, so verschieden als wir sind und so verschieden als uns sind, jeder einer der Arbeit, wo da ist. Na, das ganze goven Topic, Thema, das sind so ein großes Thema in der Schrift. Wir können da lang von reden, und ich glaube, wir sollen noch mal das goven Thema mal ganz auf den Grund durchgehen. Aber diese Botschaft ist nicht groß für dort, wenn dann würde ich hier und da haben sein. Aber wir wollen daran denken, dass ich sie Begoft und dass ich soll die Gov brücken. Ich will einen Vers brücken, in 1. Petrus, Kapitel 4. Das Vers, den soll ich auswendig kennen, wenn diese Botschaft durch ist. Wenn wir waren den in einplatten und wir waren immer weiter übergehen. Und so die sollen ein Haus fahren, die sollen den, wenn die den da noch nicht auswendig kennen, dann soll ich ihn auswendig lernen. 1. Petrus 4,10. Und jeder soll seine Gabe, die er gekriegt hat, verbrücken, den Nächsten zum Gute zu tun, als ein Verwalter, der mit Gott seine Gnadengaben treu umgeht. Das erste Ding, was er sagt, ist, dass in jeder. In jeder meint, in jeder. In jeder meint alle. Peter jetten die Horn, Stientchen, Utchen, Knalzahn, Sontje. Die sind alle mit angeteilt. Habe ich irgendwie mitgelassen. Aber wir haben
Ola, Gott hat uns gerat. Finde Ursache. Und ich sehe auf jeden Fall, du bist nicht bloß gerat für den Himmel, oder mit Gott taub sind in der Ewigkeit. Du bist gerat für den Himmel. Und auch nicht bloß für 3 Stunden sonntagsmorgens bei der Kirche. Wir leben von Montag bis Montag. Und wenn wir von Goven reden, wir reden von unseren Govenbrücken, dann reden wir nicht bloß von der Kirche. Ich meine, hier ist es sehr wichtig. Pastor Jacob redet davon, dass wir uns vielen Arbeiter in die Kinder sehen und dann vielleicht auch was am anderen stehen. Aber wir reden von, wo du lebst, wo du forschst, wo du arbeiten das, was für eine Arbeiter du hast oder was für eine Arbeiter du bist, oder wo immer wir durch Weg sind, du hast eine Gabe. Und dort, wo wir Gott sein Haus bauen. Und so heißt es in jeder einer hat geistliche Gabe. Ein von den Missverständnissen in der Kirche ist, dass du sind ein paar begabte Menschen in der Kirche und die tun alle Arbeit. Wir sind für nicht mehr, nicht aber mehr 11 Jahre hier, aber wir sind vielmal in kleinere Kirchen gewesen in uns Leben, für 20 Jahre oder so. Und da wird es einmal besser, weil wir dann den Prediger betonen, so laut den dort alle tun. Aber das ist nicht eine rechte Idee von der Kirche. Ich rede viel noch ein bisschen von, dass einmal ist die Kirche meistens ein Sportsteam, dass du sind eine kleine Gruppe Spieler, was das sei, nicht an Rest fehlt, und Dutzende Tauchkirchen, was das nicht an Exercise fehlt. Und so das ist einmal ein bisschen so in der Kirche. Und so wie unsere Kirche angerecht haben, das gleiche in einer Woche nicht. Wenn ich sie hier oben und rede jünt und die satten da alle. Und jünt fehlt Exercise. Mir nicht so, no, just kidding. Aber weißt du, wir haben alle unsere Gaben. Ich glaube, das ist gut, wenn wir eine Lehre haben und wir haben ein Worship-Team und wir singen es wieder. Aber Gott seine Idee von der Kirche ist weit größer. Diese Welt hat so wie 8 Billionen Menschen. Wann viel sind 2 Billionen Christen? Also sie sagen 2,5 Billionen sind Christen, aber das meint bloß eine christliche Religion. Da meine ich unbedingt, dass die an Jesus leben, aber dort wird es alle Katholiken mit angeteilt sein, das ist eine christliche Religion. Und so wenn wir daran denken, dass wir haben das Wort Gottes, wir haben Gnade, wir haben das Geschenk gekriegt, nun sind wir in Christus gemerkt, zum Dein. Und so dort bet, was ich kann tun, und dort Freundlichkeit, was ich kann wiesen, oder wo ich kann einen Mensch halten. Und viele von ihnen, die haben gewöhnt, in den Darb Menschen halten. Hat sozusagen nichts mit der Kirche zu tun. Ich gleich mal, was ein Prediger sagt. Und ich glaube, wenn das gleich wäre, wenn ich auf Ferien kriege, soll sie gedacht, aber niemals gewählt zu sein. Und er sagt, wenn ein Mensch nur arm kommt und sagt, Jan fehlt halb. Dann sagt er zu den Menschen, wieso sagst du mir das? Der Jesus sagt dir das. Dann geht ihn halb. Und so denke ich auch einmal, wenn der Heilige Geist dir was sagt, und vielleicht denkst du so, okay, ich kann das nicht allein, oder ich kann nicht das Geld oder was immer, dann kommt Frauen. Oder dann kommt, da wir ein Bikreuen. Aber vielmal habe ich mit dieser Idee, dass wir wollen die Kirche sein, und die war das tun, oder der Prediger war das tun, oder die Diakon war das tun. No, der Jesus sagt dir das. Und so schafft das einmal. Aus dem Prediger schrieb ich vielmal die Idee, dass für jenen viel zu beten, oder den fehlt mal zu besiegen, dann dauert das. Jesus Gott sagt dir das. Und so da denken wir einmal auch über Goven. Und so die Kirche ist tausend auf einmal ein Spectator-Show geworden, wo wir ein paar Menschen haben, und sind auch smartes Essen mit steht, ein paar Menschen da in die ewige Kirche. Und so in uns denken, muss das Bild geraten sein. Das ist nicht bloß das smartes. Das ist für eine Stunde, für 2 Stunden, was die hier sind, aber dann lebe ich der Werk immer. Und so, wenn wir nicht so denken, dass wir kommen nach der Kirche und hier eine Botschaft, und sie war frei für das Werk immer. Na du, wo immer du schaffst. So, er sagt in jeder. Er sagt wieder, in jeder soll seine Gabe. Und so, in jeder soll seine Gabe. 1. Korinther 12, er sagt, du sind verschiedene Gaben, aber du hast ein Yes. Und so, wir sind so verschiedene Menschen.
so verschiedene Persönlichkeiten. Gott hat die gemerkt, so ist du bist. Er merkt Menschen mit verschiedenen Persönlichkeiten, er merkt Menschen mit verschiedenen Gaben. Er kann Trouble in mein Leben. Und da ist, dass viele Menschen kennen mich von hier. Ein paar Jahre zuvor, wie in Bolivien, dann belebte ich dort auf einen ganz besonderen Weg, dass die kannten mich von Livestream. Und nu kommt John Wallman nach Bolivien, nu wollen wir uns mal durchsetzen, nu wollen wir mal eine Deutsche durchreden haben, nu wollen wir uns counseln wieder. Und dann werden sie an, ich sehe, verhält nicht ein Wort. Und so das ist einmal bei mir Trouble. Ich kann nicht nur gut zum Counseln, ich kann nicht nur gut mit Menschen so vertrauen, ein zu ein. Aber Gott hat mir gut gegeben für das. Und wo so weiß ich nicht, like, wo ich nicht, denke einmal so, okay, Gott, what's the joke here? Like, ich kann hier oben, würde ich einmal sagen, wo mir wieder nicht gleich alle. Aber wenn jemand mir eben einen Dash sagt, einen Kaffee trinkt, sagt mir wieder für alle. Besonders wenn ich die, was Frau und die bloß Jahre nicht sagst. Dann ist es durch. Was soll da noch Frauen? Was von Cäsar Schaubrückst du oder so eine Dinge? Aber weißt du, wir haben verschiedene Gaben. Aber stell dir mal vor, dass dein Haus, wo du wohnst, dort alles eine klar. Der Tag, der Wein, der Möbeln, der Rein, alles eine klar. Die würden bald Augen sein. Und Gott hat nicht eine Kirche, was bloß eine klar hat. Viele verschiedene Klären. Und so in der Kirche, wir haben Gaben. Einige Gaben sind da sichtbar als andere. Du hast vielleicht eine Gabe, die da im Hintergrund ist, oder du hast eine Gabe, die da in deinem Arbeit zu sein geht, das hier gerade spirituell. Das meint nicht, dass das uns, wenn ihr wird, ist, aus der beste Prediger on stage. Und so wie man das klar halten, dass wir haben Gaben, wir sind verschiedene Menschen. Und wir dann einmal unsere Gabe vergleichen mit jemandem, der das besser kann als ich. Ich habe auch so ein Trouble. Ich darf noch mal on Internet gehen sein, wo die beste Prediger in der Welt predigen und dann denke ich so, geh mal Freiheiten, like, wer bist du? Anyway. Und vielleicht hat ihr das so. Du siehst somebody, der das so viel besser kann. Warum ich nicht, dass du nicht eine Gabe hast? So Petrus jetzt wieder, er sagt, und jeder soll seine Gabe, der er gekriegt hat. Gott ist der Schöpfer. Er hat die gemerkt. Und ich habe so ein Glauben, dass das. Ich glaube, dass unsere geistlichen Gaben, die sind, die passen an deine Persönlichkeit an. Na, die Idee von geistlichen Gaben ist verschieden, durch noch, wer wir sind. Oder durch noch vielleicht, was wir gelehrt haben oder abgewachsen sind. Aber ich habe so ein Glauben, dass das. Du hast eine persönliche Gabe. Du hast something in deinem Leben, für was du gut bist. Das kostet du besser als andere Menschen. Und das kostet du, als du ein Christ bist oder nicht. Viele Christen, ich kann ja mal sagen, even mit Musik, like nicht Christen können scheine Musik merken, scheine als wir kennen. Du kannst nicht christliche Redner haben, was so eine feine Rede kann haben. Und so du hast eine Gabe. Aber wenn du Jesus annimmst, dann trägt der Heilige Geist in dir an. Und nu wird deine natürliche Gabe, wird eine geistliche Gabe. Na weet je, ein Nicht-Christ kann ein armer Mensch feiden. Aber das wird zerdreht. Aber wenn ein Christ ein armer Mensch feidet, das sieht kranke rein auf dieser Welt, aber er merkt einen Unterschied bei Gott. Und so wie als Kinder Gottes, wir denken einmal so, okay, kann ich eine Büte, die eigentlich go, weil es supernatural ist, wie wir sagen auf Englisch. Ich kann keinem heulen, von dort ab warten, like, ich kann keinem so eine Gabe. No, aber du hast deine Gabe als eine Person. Und der Heilige Geist in dir merkt dort eine geistliche Gabe. Und wenn ich die Gabe brauche, in die Kirche wird abgebaut, in die Kirche, der ist bloß einfach, das ist ein Schmackgebiet. Aber dann glaube ich auch, dass Gott alle was einmal, und das ist seine Wohl, da weiß ich nicht wohl so, aber alle was einmal gibt eine Person eine Büte gewöhnliche Gabe. Ein supernatural Gift, würde wir sagen. Aber ich glaube, viele von unseren Gaben, das sind deine Persönlichkeit,
tobt je knekt met een Heilige Geist, jeft en jessel je het werk. En so dat is mijn Glauben, je braucht noch nicht glauben, wenn je nicht will. Vielmal beten wir vielleicht, dass Gott soll uns eine bütergewöhnliche Gabe geben, für something bütergewöhnlich, aber taufer einmal, hast dort was gerutscht. Ich will ein besserer Christ sein als du, und mir soll es Jesus ja lassen als die. Das ist einmal durchhängen. Und so wie man die Mensch werk sieht, und ich weiß auch gut, die kennen uns selbst sehr gut leiden. Der größte Trouble haben wir immer mit uns selbst, nicht? Und unsere Ungewohnheiten. Wenn die Kinder haben, dort kennt, wo du das meiste Trouble mit hast, dort kriegst du. Das, wo du das Trouble mit hast. Und so das ist bloß, wo wir sind. Und wir kicken uns selbst an und wir denken, so wer ist die eigentlich? Ich habe nichts, ich habe keine Gabe und so weiter. Aber du hast eine Gabe. Die Bibel merkt das klar. Und das tobt geknackt mit deiner Persönlichkeit. So wo fange ich meine geistliche Gabe? Einiges, die Bibel hat Feuer, Schriftstellen sozusagen, in Römer 12, 1. Korinther 12, in Epheser Feuer, in Petrus, 1. Petrus Feuer, vielleicht noch ein paar andere Verse, aber da sind Feuer, Schriftstellen, wo Gaben beschrieben sind. Studiere mal, lese mal eben. Dann mal fragen, was passt an mich an von diesen Dingen? Like, es meine Gabe reden, es meine Gabe Menschen halten, like, was wir würden sagen, Mercy Gifts, like, ich habe Mitleidsgaben für Menschen, und some von ihnen haben. Vielleicht ist es hier nicht heute never zu sein, aber in ihren Darb, besiege ich wen, bring Eten, was all so eine Dinge steht, weil wir nicht so denken, dass das bloß something like da. Na, das ist deine Gabe. Und wenn du die kannst brücken, zu Menschen sehnen. Noch ein Ding, was ich kostet, Pastor Jacob redet all von, wir haben in Frauenbauen Reut gemerkt, oder wir haben nicht Reut gemerkt, aber wir haben verjüngt Reut gemerkt. Die können Informationen durchgehen und können dort raufladen. Und dann kann ich das ausfahren, sind betagen dich Frauen. Tagen dich Frauen, dann kostet es sein, okay, das ist nicht so von mir, das ist so von mir, ein bisschen so oder wenig so, und so fällt es dort aus. Nicht so denken, du ever, was die das erste ankommt, das wird best. Und fällt dort aus. Und dort gibt es eine Idee, wo sie, du lernst das. Da will ich 100% einmal krank sein, das ist deine Gabe. Aber das sind Dinge, die die kosten. Noch ein Ding, was die kosten, das ist dein. Das ist ein Ding, was ich immer wieder sage zu Menschen hier, die Vision Klaus, was wir hier haben, der habe ich abgeschnackt, das braucht du einmal aus dem Video liegen, aber du habe ich fertig zu Menschen gesagt, fang mal wo an. Like, ich weiß nicht, für was ich gut sehe, dann do mal was. Check mal nur diese, wir haben eine lange Liste von Teams, von Arbeiten in der Kirche, und in den nächsten 2 Botschaften, wo wir ein bisschen an dort fokussen noch. Aber check mal eben, was, aber erstmal sagen, what resonates with you, oder like, what packt dir im Bett, oder was ist das, das knackt bei dir im Bett? Dann fangst du an. Na, wir haben nicht gewählte Dinge hier in dieser Kirche. Und so, wenn du eine Arbeit hast angefangen und du sagst, das, like, ich dachte, das wird für mich sein, aber das nicht, dann das ist kein Trouble, dann nehmen wir die da raus und dann sagen wir die das von an. Aber da mal was. Nicht bloß in der Bank sitzen und sagen, weil ich weiß nicht, was meine Gabe ist, und das ich stelle. Dann werden wir anfangen zu schaffen, wo ich hastig ausfängt, was deine Gabe ist. Noch ein Ding, und ihr seht deine Gefälle. Na, wieder und ich habt Gefallen bühren, aber deine Gabe ist topgeknackt mit deinen Gefallen. Was erfällt die? Was merkt die Fanfeilen? Wo ist eine Arbeit, wo du denkst, Mensch, nüsset mal endlich war es Sinn, auch nicht krank war er dein. Was das mit deinen Gefallen topknacken? Das ist wichtig. Noch ein Ding, was du kannst tun, ist, du kannst checken, nur den Erfolg. Wir haben einmal gesagt, meine früheren Akt, dass wenn wir checkten die Arbeit in der Kirche, und wenn wir sagen, Diakonlied, wir würden Diakonlied wählen, haben wir vielmal belebt in uns Leben in der Kirche. Und dann sagen wir einmal, okay, dort hat den getroffen, was all ein Diakon wir. Die tut all die Arbeit. Und some von ihnen tun all die Wasserarbeit.
Ohne dass je angestellt sind, ohne dass irgendwer gefragt hat, das ist bloß einfach, wer du bist. Und du hast Erfolg in dort. Na, Erfolg ist so, was du nicht in einem Werk necessarily utfinden kannst. Aber durch dein Leben, was ist dein Leben gewesen? Wo sind Menschen gesehen worden? Und so, dort halb die, wenn du mit checkst, was du ich will. Und jemand denkt so, okay, das ist geistliche Gaben, da muss was Büter gewöhnlich sein. Und du ist das bei mir wichtig, dass die Person, was du bist, deine Persönlichkeit, deine, was ist das andere Wort dafür, aber anyway, wer du bist als Person, das taugt geknackt mit dem Heiligen Geist, als deine geistliche Gabe. Und du kannst mit dort Menschen sehen. So Petrus sagt wieder, und jeder soll seine Gabe, die er gekriegt hat, brücken, den Nächsten zum Gute zu tun. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass deine Gabe, die ist durch für den Körper. Deine Gabe ist nicht durch, die wo abstahlen und die Beruf tun und Grau tun oder so Dinge, aber die ist gemerkt für den Körper. Für die ganze Umgebung, können wir sagen. 1. Korinther 12,7 sagt, dort, wo der Geist in jedem wirkt, ist dort gegeben, horch, was er sagt, dort, wo der Geist in jedem wirkt, ist dort gegeben, dort allem zum Nutzen sein soll. Ich kann nicht eine Gabe gekriegt, bloß, dass ich wohl ein besserer Christ bin als du. Das ist ein Trouble, was ich einmal habe mit some von diesen Gaben. Dat geeft op Engels een elitist Christianity. Dat is dus, dat geeft een bijzondere klas christen. En wanneer ik tot een bijzondere klas christen gehe, dan heb ik das goed. Dat is niet schriftlich. Aber jeder Gabe, wat de Geist in ons werkt, is door voor het goed zijn, voor alle Menschen. Epheser 4,11, dat is een kapitel in eine Schrift, wo wir können lang reden und wir wollen in der Zukunft, aber das heißt, dass seine Gaben wären diese, dass er ein Jahr Apostel, ein Jahr Propheten, ein Jahr Evangelisten, ein Jahr Hort, ein Jahr Lehrer anstellen hat. Nu horcht für Wort. Nicht, dass ich als ein Lehrer mich kann geraten oder ich habe diese Gabe. No, das ist, was er sagt. Das deutet er, all Gott seine Kinder zum Christendienst zu wo durch Christus in Körper, dort ist die Gemeinde gebaut wird. Und so, wenn ich diese Lehrergabe habe, und dort ist da meine Gabe, ein Lehrer, das ist, wenn ich mehr dran gebe um Wahrheit als am Menschen, und das ist meine Gabe. Und so, die Gabe ist hier, Tim Jünd halten, Jünd reitmerken, für den Dienst in der Kirche. Und so, vielleicht sind das some Gaben, das sind 5 Gaben, was hier nennt, das ist bloß ein Vorgitterrat, aber diese Lehrerschaft-Gaben, wo ich dir dann nun an, oder diese Gaben von Lehren und Prediger sind, und Evangelisten, Propheten, Apostel, diese sind durch und durch, zum die halten. Kontrolle, morgen den Satz. Ohne Christus seine Kontrolle passen alle Glieder im Körper taub, und der ganze Körper wird durch passende Gelenke taubgehalten. Und wenn jeder Glied tät, was es soll, dann hast du ein Gut sein, sodass der Körper was dann abgebaut wird. Und so was immer gut du hast, der hast du von Heiligen Geist gekriegt. Aber, und das ist gründlich sehr wichtig, ohne Christus seine Kontrolle. Und zu den geistigen Gaben, die sind nicht ganz out Control. Aber das ohne Christus in Control heißt der Kopf, wie sind die Körper. Und so du ohne Brück wie seine Gaben. Petrus sagt wieder, und jeder soll seine Gabe, die er gekriegt hat, brücken, den Nächsten zum Gute zu tun, außen Verwalter. Und Verwalter ist jemand, der das, wem sie haben, Gott besorgen hat. Und in den Verwalter ist du immer ein Ding bei, und dort ist, dass ein Dämer, was seine Deiner, was jäufen, war ich vor, du ist immer noch dort bei, dass ich kommt nach Hause. Ich und du, wir haben von Gott eine Gabe gekriegt, und das hat zu tun mit, wer du bist als Person, aber der Heilige Geist in dir, aber du bist verantwortlich für Gott, was ich mit dort tun. Einmal selber vielleicht so, dass wir das ungegroben. Aber einmal brücken wir die. Jästliche Gaben, das ist nicht ein Schmuckstück, was du auf dem Schalf ansatzt,
aber das ist eine Gabe, die du gekriegt hast, um den Körper segnen. Nicht bloß ein Sonntagsmahl, das tut mich nicht hart verstehen, aber in dein Leben. So sage ich wieder. Und jeder soll seine Gabe, die er gekriegt hat, brücken den Nächsten zum Gute zu tun, außen verwalter, der mit Gott seine Gnadengaben treu umgeht. Gott seine Gaben treu umgeht. Ich gleich das Wort hier nicht sagen, dass Gnadengaben, ich meine, dort die wörtliche Übersetzung ist die vielfache Gnade. Wir denken einmal an Gnade, als dass Gott seine Gnade von unserer Lesung. Gnade hat viele Seiten. Und du hast eine Gnade gekriegt, viele gewisse Abgaben. Paulus hat in Römerbrief, der hat er topknackt mit Gott seine Gnade. Er sagt, was immer Gnade Gott dir gibt, durch dein Bein. Als es an Reden ist, dann Reden, wenn es andere Sachen dann dauert in Gott seine Gnade. Aber hey, der hat der Topbring mit Gott seine Gnade. Und so Gott hat nicht die Kirche gemerkt mit Menschen, wo alle überein sind. Wir sind sehr verschieden. Sehr verschieden, wo wir mit Menschen top sind, wo wir schaffen, wo wir denken. Aber wenn wir mit dem Geist Gottes gefällt sind, dann sind wir geistliche Diener. Und das sind dann, dass du ein Bereiser bist, als du irgendjemand bist von einem Geschäft, oder als du wo einen Stab hast, oder du besten Arbeiter, oder du hast Arbeiter, halt sich krieglich, aber du als eine geistgefällte Person, das geistliche Arbeit. Nicht bloß hier, aber das ist einfach nicht steht. So, ich will schließen mit das Vers. 1. Petrus 4,10. Und jeder soll seine Gabe, da meint die Heilige gekriegt hat, auf Gott gegeben, brauchen den Nächsten zum Gute zu tun. Das ist nicht was Großes, das ist ein Dein. Als ein Verwalter, du bist verantwortlich, der mit Gott seine Gnadengaben treu umgeht. Und so nicht haben die das Vers auswendig, aber das ist wichtig, dass wir den ausleben, dass wir den auswendig können. Wir sind Aunjenomen zum Dein. Und wir sind Begoft zum Dein. So werden wir treu sein. Und vielleicht weiß ich nicht gerade, wo du sollst dein, dann dauert. Fangen wir an. Aber schmeiß uns antworten, was deine Gabe ist. Gut, Frauen, dass ihr abstehen. Und himmlischer Vater, Dankeschön für deine Gnade, Dankeschön für die Lesung. Dankeschön für uns Begoven zum Dein. So eine Person, als wir sind, mit unseren natürlichen Gaben, die wir haben, und du mit dem Heiligen Geist gefällt, Herr, dann können wir dein Haus bauen. Und dann bete ich auch, wenn du uns besonders begabt hast, supernaturally für was, dass wir uns nicht für einen Beruf tun, aber dass wir dort auch für die brauchen. Amen.